Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand morgen. Diesmal mit unserem Chefcoach Willi Company. Bevor wir da reingehen, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür, wenn ihr das tun solltet. Und damit gehen wir rein in den Bums. Hallo. Hallo. Hallo, dann Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Champions League Viertelfinale Hinspiel des FC Bayern. Morgen gegen Inter Mailand, jetzt mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Und auch natürlich schnell euren Fragen. Schnell aber. Kommt zack. Aus der Mitte Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Servus, Herr Kompany. Servus. Ja, vorab zu dem Thema, das den FC Bayern die letzten Stunden gepackt hat, beschäftigt hat. Der Verein hat entschieden, den Vertrag mit Thomas Müller nicht zu verlängern. Welche war denn Ihre Rolle bei dieser Entscheidung und können Sie verraten, ob Thomas morgen für Musiala spielen wird? Also erstmal alles bringen zum Wichtigsten. Also die Vorbereitung für Inter Mailand, das war die Priorität in den letzten Tagen. Nicht nur ich, aber alle Spieler und die Trainingsstaff. Und natürlich in so einer Situation ist es ganz normal, nach so einer Kommunikation, dass man dieses Prozess respektieren muss, dass natürlich die Karriere von so einer Legende natürlich, dass das alles jetzt so groß ist, das ist ganz normal. Und wie gesagt, also viel Respekt für was die Öffentlichkeit angeht und dass das ein großes Thema ist, aber letztendlich meine Rolle, wie ich schon die ganze Saison sage, meine Rolle ist zu sehen, dass die Spieler vorbereitet sind für das nächste Spiel, sehen, dass die Trainings stimmen und dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, wer spielt, wer nicht spielt. Und alles, was das Größere ist, es bleibt ein Verein, wo ganz seriös immer ausgetauscht wird über alles. Und ja, aber in den letzten Tagen so, das ist für mich ganz deutlich, dass die Priorität natürlich auf Inter Mailand war, obwohl ich total Verständnis habe für natürlich die Größe von dieser Kommunikation. Naja, also welchen Anteil hat Vincent Kompany daran? Ja, Vincent Kompany wird den Anteil daran haben, dass er wahrscheinlich gefragt wird, wie planst du in Zukunft mit Thomas Müller? Und Vincent Kompany sagt, so wie diese Saison auch. So. Man muss da auch kein Fass aufmachen. Wir werden da gleich im Stream ein bisschen genauer drüber reden. Thomas Müller ist jetzt im zweiten Jahr hintereinander Ersatzspieler. Über was reden wir heute? So, der gute Mann, sorry, bei allen Erfolgen, bei aller Legende für unseren Verein, was außer Frage steht, aber der gute Mann ist einfach zu geldgeil, um seine Karriere zum richtigen Zeitpunkt beendet zu haben. Ja. Das hat man jetzt gesehen bei der Vertragsverlängerung oder bei dieser Nicht-Vertragsverlängerung. Ich glaube nicht, wenn Thomas Müller gesagt hätte, komm, ich spiele hier noch ein Jahr für den obligatorischen Euro, oder man hätte gesagt, komm, gib mir 2-3 Mille, ich möchte gerne noch ein Jahr hier die Teilzeitkraft spielen, dann glaube ich nicht, dass der FC Bayern gesagt hätte, nee Thomas, wir wollen dich nicht. Ja. Aber natürlich geht der FC Bayern nicht mehr dahin und sagt, komm Thomas Müller, wir zahlen dir weiterhin 20 Millionen für die paar Minuten, die du jedes Jahr spielst. Also so naiv muss man auch nicht sein. Ja. In der ersten Reihe Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Vincent, wie nehmen Sie die Stimmung in der Mannschaft wahr angesichts der vielen Verletzungen? Ist da Trotz oder ist da vielleicht Sorge in der Mannschaft? Wie sieht das aus? Ja, also wir sind jetzt in eine Situation gekommen, die eigentlich für uns, wir hätten uns das auch gewünscht, wo wir sind im Moment in der Bundesliga, wo wir sind im Moment in die Champions League, und wir dürfen auch nicht zu viel zurückschauen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken und einfach davon ausgehen, dass die Jungs, die morgen spielen werden und dabei sind, dass die Leistung bringen, die für uns die Ergebnisse holen.
Und wir dürfen nie vergessen, dass die Jungs, die morgen spielen werden, dass die alle schön mitbeteiligt waren bei wo wir sind heute im Moment, und wir müssen die auch bleiben vertrauen. Also bei mir geht es nur um, was wir erreichen können, und ich habe keinen Bock auf Gejammer oder egal was. Es ist nur, ich will die Ziele jetzt nicht ändern, weil wir haben Verletzer, und ich will meine Gedanken jetzt auch nicht auf einmal nur stellen auf was passieren kann, nur auf was passieren kann, wenn wir gewinnen, was passieren kann, wenn wir unsere beste Leistung bringen. Und das Ziel ist, dass wir das bringen. Auf der rechten Seite vorne Curry Howe für Sky. Hallo Herr Kompanie, jetzt gibt es natürlich die große Frage, wer ersetzt Jamal Musiala. Ist schon klar, dass Sie es nicht verraten wollen, aber Serge Gnabry ist sicher auch eine Option. Hat jetzt nicht so viel Spielzeit gehabt, war auch nicht immer so ganz fit. Wie erklären Sie sich das, dass er auch in den letzten Jahren, muss man ja fast schon sagen, nie an sein ganz großes Potenzial so richtig rangekommen ist? Wie sehen Sie seine Entwicklung und seine Verfassung aktuell? Ja, also erstmal, ich habe es gesagt, wir sind jetzt, wo wir sind, weil alle haben eine Rolle gespielt. Vielleicht haben in unterschiedliche Momente in dieser Saison. Und Serge hat auch seine Rolle gespielt für uns. Und nochmals, das ist nicht mein Stil. So, ich weiß, es ist so fast ein Sport, so immer seine eigenen Spieler abbrechen. Ich verstehe das nicht. Keine Chance. Also die haben bei mir immer viel gemacht. Also wenn es nicht immer rein in die Leistung war, dann trotzdem haben die geholfen, was die gemacht haben für die Mannschaft, was die gemacht haben im Moment in den Spielen. Und manchmal hast du deine beste Leistung, manchmal nicht, aber wenn die Glaube nicht da ist, dass das Talent reicht, dann hast du ein Problem. Aber das ist bei uns in keinem Fall ein Problem. Und deswegen ist es nicht mein Stil, jetzt immer so diese Situation so anzuschauen, wo wir jetzt sind, ist, weil ich habe diese Frage über jede Spieler beantwortet. Also für noch nicht so lange her waren die gleichen Fragen über Leroy, und dann war es über Kingsley, und dann war es über, Sie verstehen ein bisschen, und diese Runde will ich nicht immer machen, also dann verstehen Sie das auch von meiner Seite. Wenn er spielt, habe ich 100% Vertrauen. Wenn es nicht der Fall ist, dann habe ich Vertrauen in die andere, die spielt. Und am Ende der Saison gibt es immer Momente von Austausch, wo wir immer ehrlich sein können, aber in einer Saison, und das geht über alle, das gilt nicht über einen Spieler, über alle, aber im Lauf einer Saison, ja, dann musst du deine Spiele in ihre Stärke bringen. Das ist meine Meinung. Auf der linken Seite Marc Gabel für RTL. Ja. Hallo Herr Kompanie. Ist auf jeden Fall eine valide Herangehensweise, ne? Dass man am Ende der Saison abrechnet und dann klare Worte findet zu dem einzelnen Spieler. Dass man jetzt in der Saison dann nicht sagt, ja, keine Ahnung, dass man da den Spieler nicht an die Wand nagelt. Wir als Fans können das natürlich tun. Dass man das als Trainer nicht tut, kann ich schon verstehen. Ja? Weil ein unzufriedener Spieler bringt dir noch weniger. Ja? Wird mit Sicherheit mal auf irgendwelche Fehler hinweisen oder so. Und natürlich wird man am Ende der Saison gucken und sehen, wow, Serge, 6 gute Spiele Anfang der Saison, danach absolut keine Rolle mehr gespielt. Leroy Sané, über 35 Spiele oder über 25 Spiele keine Rolle gespielt. Jetzt mal 2 gute Einsätze. Da wird man am Ende des Tages sich hinsetzen müssen und gucken, bestimmen müssen, ja, ist das, was ich haben möchte, oder ist es zu wenig? So. Und das wird in Verbindung mit Trainer, Sportvorstand und Sportdirektor passieren. Ne? Man hört es raus, Sie wollen sich da nicht so richtig in die Karten schauen lassen. Ja, weil ich das noch nie gemacht habe bis jetzt. Natürlich. Das ist auch logisch. Jetzt ich bin sicher, die Verletzung von Jamal Musiala hat so ein bisschen Ihren Plan am Freitag noch mal ein bisschen durcheinander gebracht. Wie planen Sie denn jetzt möglicherweise, das morgen den Ausfall zu kompensieren? Nehmen Sie ihn nominell ersetzen? Das wäre dann, gemäß meiner Logik, Thomas Müller. Oder möglicherweise das System umstellen. Können Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben? Nö. Ja, ich glaube nicht, dass ich da auch zu viel Information zugeben muss, weil wir haben schon ohne Jamal gespielt.
und alle Möglichkeiten, die diese Saison schon, weil wir sind nicht mehr am Anfang der Saison, wir sind jetzt fast am Ende. Das heißt, Sie können zurückschauen und da werden Sie alle Lösungen und kreative Lösungen sogar finden, die wir zur Verfügung haben. Aber bei mir geht es nur um, was brauchen wir für das Spiel morgen. Und was da gebraucht wird nie eine Situation sein, wo wir 1:1 ersetzen. Keine Chance, das kannst du nicht mit so einem Talent. Aber haben wir schon in der Vergangenheit auch gesagt, nur wenn ein Spieler spielt, dann wollen wir, dass er in seine Stärke gebracht wird, damit er seine Leistung bringen kann. Und das reicht für uns auch. Da müssen wir das halt kollektiv lösen. Ja, die Lösungen sind Rafa Guerreiro, Thomas Müller, Michael Olise und dafür Serge auf die Seite oder sogar Leroy Sané in die Mitte. Das sind die Lösungen, die 4, die wir haben. Ja, viel mehr sehe ich nicht. Der nächste ist Julian Buhl, da hinten. T-Online, bitte. Ja, hallo. Ich hätte auch noch eine Nachfrage daran anschließend. Welche Rolle spielt denn der Faktor Erfahrung in Ihren Überlegungen vor so einem Spiel, der ja auch Thomas Müller dann zweifellos wieder mitbringen würde? Und generell, was erwarten Sie für einen Gegner? Inter hat ja, glaube ich, nur 2 Gegentore in der Champions League bekommen. Ja, und jetzt 2 in einem Spiel. Die offensiv stärkste Mannschaft der Serie A. Auf was für einen Gegner, auf was für ein Spiel stellen Sie sich da morgen ein? Ja, also erstmal zum Thema Erfahrung. Ich glaube, das spielt immer eine Rolle in solchen Spielen. Aber wobei ich sagen muss, dass wir in unserer Kader also beide Kaders, wenn Sie anschauen, Inter Mailand und unsere Kader, da fehlt keine Erfahrung, wenn wir ehrlich sind. In die Breite und in die Jungs, die starten. Also ich glaube nicht, dass eine Erfahrung fehlt morgen auf beide Seiten. Und sonst, ja, was sind die Starke? Das ist eine Mannschaft, die natürlich von der Organisation her immer seine Momente findet, gefährlich ist. Nicht nur auf dem Counter, weil ich weiß, das ist immer ein Thema, wenn man redet über Inter Mailand. Die sind nicht nur stark auf dem Counter, die sind auch gut im Aufbau, die sind auch gut in Standardsituationen. Also die schießen wirklich viele Tore, weil die einfach sehr gute Spieler haben. Aber wir schießen auch viel Tore. Und hoffentlich spielt das auch eine Rolle morgen. Eins dahinter, Klaus Bergmann für die dpa. Hallo, Herr Kompanie. Geht man denn so ein Spiel anders an oder bereiten Sie Ihre Mannschaft anders vor, weil Sie wissen, gegen Inter schießt man nicht 4, 5 Tore in einem Spiel normalerweise. Also Sie auch als früherer Verteidiger, was imponiert Ihnen da? Naja, wer sagt das, dass man das nicht tut? Wer sagt denn, dass wir morgen nicht 4 oder 5 Tore schießen? Also ist immer eine wilde These, ne? Daran, wie Inter als Mannschaft verteidigt. Ja, ich kann das natürlich schätzen, also, aber was soll ich jetzt sagen? Also gegen Leverkusen schießt man auch nicht viel Tore und irgendwie musst du deine Glaube haben. Es geht nicht nur um die ganz große offene Chance, dass du bekommen willst. Da geht es nicht um diese Spiele, geht es um Momente. Kann auch eine Standardsituation sein für uns, kann auch egal was, aber du musst in deinen Momenten musst du einfach da sein und wir können reden über das Fußballtaktische, was die alles gut machen, aber es gibt auch eine gewisse Charakter, Herz, Emotion, die dazugehört. Das haben wir in unserer letzten Runde, weil das ist jetzt Spiel 13 und 14 gegen Inter Mailand. Also wir haben schon ein paar Spiele gemacht in die Champions League und das haben wir in die letzte Runde gegen Leverkusen auch gezeigt, dass wir das können. Wichtig ist für mich nur, dass wir morgen mental ready sein und dass wir Persönlichkeit zeigen. Ja, das ist auch das Wichtigste. Dass wir vom Kopf her da sind, dass wir mental da sind, dass wir als Mannschaft da sind. Und dann haben wir auf jeden Fall offensiv die Qualität, um Tore zu erzielen. Natürlich hat Inter Mailand auch die Qualität, Tore zu erzielen und man sieht auch die Qualität, Tore zu verhindern. Das haben wir aber genauso, das ist Fußball. Und da wird man sehen, wohin die Reise geht. Ja, ich denke, das ist eine 50-50-Geschichte. Es wird wie immer die Tagesform entscheiden. Und wer vielleicht auch das Bessere oder wer das Momentum ausnutzt auf dem Feld, ja, das werden dann hoffentlich wir sein. Dann ist Carrie Howe wieder an der Reihe, bitte.
Ich habe nochmal eine personelle Frage. Manuel Neuer und Kingsley Coman haben ja nur individuell heute trainiert, sind dann also nicht im Kader. Haben Sie Hoffnung, dass Sie im Rückspiel dabei sein können? Weiß ich noch nicht. Also nochmals, das entwickelt sich täglich und ich will jetzt auch nicht dieses extra Druck machen, weil das ist im Moment noch nicht 100% deutlich und deswegen hoffentlich, aber keine Garantie. Gibt es noch einen Wunsch? Nein. Oder zwei? Oder keinen? Ein Fragewunsch? Ist ja ein Fragewunsch. Antwort ist was anderes. So, Antwortwunsch darf ich nicht stellen. Okay. Versuch's gerne. Die letzte Frage, okay, Klaus. Beantworten auf was? Ob Sie noch die Müller-Frage konkret beantworten? Eigentlich habe ich das sehr konkret beantwortet, weil ich habe gesagt, dass ich seit jeder PK, seit Anfang dieser Saison noch nie der Startelf gegeben habe vorher. Wenn das nicht konsistent ist, dann weiß ich nicht. Einmal schlafen. Ich weiß nicht, ob er darauf aus war oder eher auf die andere Geschichte rund um Thomas Müller, aber ja, natürlich wird er jetzt keine Startaufstellung einen Tag vorm Spiel sagen, Alter. Ja, natürlich kann man damit rechnen, dass ein Thomas Müller kommen wird, ja. Ob von Anfang an, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie stark Inter Mailand defensiv wirklich ist, worauf sie anfällig sind. Ob man Raumdeuter braucht oder ob man eher einen technisch starken Spieler wie ein Guerrero braucht oder vielleicht einen etwas schussstärkeren Spieler wie ein Ulisse auf dieser Posi. Man wird sehen. Wa? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt einen schönen Tag und ja, hoffentlich morgen ein schönes Spiel. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.